Wir haben uns heute hier versammelt zu einer weiteren spannenden Ausgabe von Fire Emblem Engage. Naja, ich hoffe nicht mehr ganz so spannend, wie es gerade die letzte Folge war, dass vor allem nicht so nervtötend wie die letzten Folgen zusammen waren. Das war ein bisschen übel, muss man zugeben. Da war sogar ich so, was sagen musste, Alter, kann ja mal nicht dein Ernst sein. Soviel ich aber weiß, sind die anderen Kapitel, auch die anderen göttlichen Kapitel, nicht annähernd so anstrengend wie das hier. Und ein bisschen Glück haben wir von allen göttlichen DLC-Kapiteln das nervigste jetzt mittlerweile hinter uns. Natürlich mit Ausnahme noch vom 4. DLC-Paket, was er kommen wird, was zum Zeitpunkt der Aufnahme hier noch nicht klar ist. Erstmal, was alles umfassen wird und so. Es soll angeblich eine neue Nebengeschichte geben. Soweit ist schon mal alles klar, aber ja, was sonst alles dazu kommt, wer weiß das schon. Gut. Ist auch egal, wir haben heute was ganz anderes zu tun. Wir müssen zurück nach Somniel und ja. Ich habe erwähnt, glaube ich, bevor wir den Kampf hier gestartet haben, das Kapitel hier, dass ich eigentlich gerne 2 Sidequests und 2 göttliche Kapitel machen will, bevor wir uns um die Hauptstory kümmern. Das werde ich mal ein bisschen abkürzen. Wir machen nachher nur noch 2 Nebenkapitel ohne göttliches Kapitel. Also machen das mit Chrom und Dari machen wir schon noch, aber nicht jetzt. Das sparen wir dann, glaube ich, für nach dem ersten Kapitel auf. Jetzt erst einmal Somniel ein bisschen unsicher machen und dann gehen wir straight Richtung. Ja, andere Sidequests. Bangensperre verfügbar, wollen wir gerade das Nervigste zuerst machen. Heilige Scheiße! Aber nicht hier getrieben. Ja, leck mich, ey. Ja gut, wobei, muss ich immer auch noch sagen, ich glaube, wenn ich die ersten hier habe, aber es nachher. Dann sieht er selber 4 Stück. Beziehungsweise 2 plus 3 hier. Das sind trotzdem so viele. Warum hat eigentlich Kakitsu und Bune? Warum haben die Gespräche? Machen wir denen sowieso nichts mehr. Oh, um Gottes Willen, nee, ich will nicht. Ich habe keinen Bock drauf. Ich mach die sind viel schöner. Kamui, 力を貸してくれてありがとう。あなたの指輪を託されていた国の王女として改めてお礼を言うわ。こちらこそ迎えに来てくださりありがとうございます。これからは共に手を取り合い戦を終わらせましょう。 Schöne Worte, schöne Worte. Yunaka. ほほう、そちら様の持っている剣、技物のようですぞ。よければ私めに持たせてくれませんかな。どうぞ。と言いたいところだけど残念。実体がないから見るだけで我慢してね。 Dass man eine physische Form ist so eine Sache für sich, weil trotzdem kämpfen wir gegen sie. Oder können gegen sie kämpfen. Sie können ja auch Schaden austeilen in physischer Form. Aber das Schwert ist nicht physisch. Hä? おい、どうしたんだブシロン。泣いてるなんて。なんか辛いことでもあったのか。ああ、心配かけてすまない。大したことじゃないんだ。今読んでいる本の内容が悲劇で、思い出し涙が。Hä? Warum? WTF? Hä? Okay. Ist ja auch scheißegal. Ja, mach noch ein paar Gespräche. Oh Gottes Willen, ey. セアダス、踊りの練習ですか？神竜様、厳密に言うと練習ではありませんね。観客？月。月？そうです。夜空に青白く輝く月、そして幾千の星々。俺は今宵彼らに踊りを披露していたのです。神竜様はご存知ですか？
人は死すると肉体を離れ、あの空には俺の師匠もいるんです。亡くなられたのですね。ええ、師匠はこの振り付けがルールルルルル。セアダス、とても綺麗です。当然です。美しく見せるために踊りの練習に精神の統一、徹底した体型管理も必要です。これでも俺はソルムでは少し名の知れた踊り手。セアダスは自分に厳しい。それになんだか神秘的な雰囲気。もう踊りを再開しても。はい、お邪魔しました。 Vielleicht ist in Wahrheit ja Sidal der Göttliche. Hortensia! ねえねえ、神竜様、今日の私を見てどう思う？どうとは。もういろいろあるでしょ。可愛い。そういうことでしたか。いつも通り可愛いと思いますよ。Wenn man ganz kurz einmischen darf, das ist so eine Fangfrage, ganz ehrlich. Da kannst du als Mann in 80% der Fälle nur verlieren. 嬉しいけど、それだけ？神竜様のためにお化粧に気合を入れてきたのに気づいてくれないなんてひどい。そうだったんですね。気づかなくてごめんなさい。本当にそうよ。おにゃ、こうやって悲しい顔を見せたら大抵の人はもっと優しくしてくれるのに。神竜様、もしかして嘘泣きを見破る訓練でも受けてる？訓練も何も誰が見てもわかるほどのあからさまな嘘泣きでしたが。Eine ganz gefährliche Aussage. Das kann jetzt. Da kann sie jetzt sagen: Oh, wow, ihr seid ja so toll, quasi ihm bewundern, dass es halt durchschaut hat, quasi. Oder aber sie kann natürlich auch persönlich angegriffen fühlen. Und dann kriegt er gleich so richtig in die Fresse. なんですか？じゃあ質問を変えるわ。私はこんなに可愛いのに、どうして神竜様はチヤホヤしてくれないの？ Also zweiteres. 人は外見も大切ですが、内面も大切ですからね。それは違うわ。内面は大切、外見はすごく大切。これが真理よ。はあ。いい？もっともっと外見を磨いて神竜様を必ず振り向かせてみせるわ。 Gut gerettet, Michael, gut gerettet. Ich habe Angst vor den nächsten Gesprächen. Ja, auf die meisten Spiele habe ich gar keinen Bock, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich würde trotzdem sagen, wir machen glaube ich noch 3 Stück auf die Schnelle, immer helle, ihr wisst ja. Den Rest sparen wir uns für später auf. 一人にか。この前の占いの結果が気になる？ええ、プロディアの未来を考えたら、プロディアの街って素敵なのよ。私が一番好きなのは雨上がり、雲間から太陽が顔を出すと街全体がキラキラと輝いて、子供の頃はその瞬間が見たくて、雨が降るとよく舞踏会の練習にも行かず、窓辺でずっと雨が上がるのを待っていたの。素敵な話だね。でも現実はおとぎ話じゃないよ。え？ブロディアの未来のこと、受け身でいるだけじゃ未来は変わらない。分かっているわ。それに私は受け身なんかじゃない。ブロディアを守りたい。でも私一人の力ではどうにもならない。その現実が悲しくて。ごめんなさい、そろそろ行かないと。一人にか。Ja, harte, aber auch ehrliche Worte. ユナカ、モノマネがうまいというのは本当？やっぴー、もちろん例えば私は紋章師カムイ、精一杯戦いますとか、私はイルシオン王国の王女愛って感じですぞ。
やっと見つけた。見つけた？ユナカ、頼む。俺の舞台に立ってくれ。舞台というのは人前に立って歌や踊り、演技などを披露するその近いうちに踊りを取り入れた劇をやりたいと思っていて、ずっと私めが舞台に立つなど無理よりの無理に決まっておりますぞ。俺がつきっきりで指導するから大丈夫。ユナカには絶対嫌な思いはさせないから頼むよ。ユナカの協力なしではこの舞台は成功しないんだ。せやだし、わかりました。そこまで言うのならそちら様のために協力いたしますぞ。ありがとう。ただし途中で大根役者だと分かっても私めを責めないでほしいですぞ。もちろんだよ。感謝こそすれ。責めるわけがないさ。俺の目に狂いはない。君なら素晴らしい役者になれるはずだ。Ja, da können wir mal gespannt sein. Und, warum mache ich Kagetsu? Ach, die zwei da unten noch, war? Die ewigen Gespräche. Ich weiß, in der Saal hätten wir immer noch sehr, sehr viel. Ist natürlich einfach, weil so viel liest mir gerade. Mhm. フォルテューヌ、運命の輪の聖一か。せやだす。何をしておるんじゃ？タロットカードを使った占いの練習だよ。俺の本職はダンサーなんだけど、占いも得意なんだ。ほう、得意なのにもかかわらず練習を欠かさないとは感心なことじゃ。うん。少し訳ありでね。そうだ。練習ついでに花月の。いや、それなら間に合っている。早速来たぞ。そなた、今日の昼飯に肉を挟んだパンを食べるつもりじゃな。当たりだよ。これは予知能力じゃ。予知？そんなことができるならすごい食いつきじゃな。しかし残念ながら教えることはできないのじゃ。この能力は生まれ持った力で学んで身につけたものではないのじゃ。それにこんな力など持っていても過路当選、どうでもいいことしか予知できんからな。そうなんだ。分かった。俺は地道に占いの腕を磨くとするよ。Ja, ich finde es auch besser. Vor allem, wenn die Gespräche zum Teil echt einfach nur stumpfsinnig sind. おはよう、ブシロン。もう夜明けだ。起き。おはようございます、アルフレッド様。朝の見回りでしょうか？いや、見回りはしない。ではなぜこんな早朝に俺のところへ？今日はブシロンを観察しようと思ってね。俺を観察ですか？もちろん、その筋肉の秘密を解き明かすためさ。え？君はその筋肉を得るために特別な鍛錬はしていないと。ならば何気なく過ごす日常生活の中にこそ筋肉を生み出す秘密があると考えたわ。そうか、それはよかった。なら早速始めよう。僕は少し離れたところから隠れて君を観察する。ではまだ早いので二度寝しますね。よろしいですか？もちろんだ。僕は君の寝顔を見守るとしよう。昼になり、ブシロンは読書を始めたが、本自体の重さがそんなにあるわけではなかった。あ、泣いた。ブシロンは昔から感動屋さんだからね。なるほど、釣りか。大物を釣り上げる時なら筋肉に刺激がありそうだ。釣れた。冷静に考えると釣りが筋肉と結びつくわけないね。鍛錬以上に激しい釣りなんて見たこと随分と楽しそうな顔をしている。不思議だ。ブシロンを観察してみたが、
特に筋肉に負荷を与えるような生活で。お役に立てず申し訳ないです。無駄な一日を過ごさせてしまいました。いや、無駄ではなかった。とても有意義な一日だったよ。たまにはこうやって幼なじみと一日中過ごすのもいい。アルフレッド様。ただ今度は隠れて遠くから眺めるのではなく俺も賛成です。共に楽しみましょう。 Schlafen, lesen, fischen. Ein toller Tagesablauf. Alter, Alfred hat schon in vielen Rang B, ja, sehe ich gerade. Okay, ja, mir geht langsam die Puste aus, Freunde. Ich würde sagen, zum Glück haben wir nicht mehr viele. Ne, viele sind wirklich nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5 insgesamt. Einen hier, alle Hortensia mache ich nachher ist für heute Schluss. オルテンシア、どうしたのお姉様。私の可愛いお顔に釘付け。嬉しいのよ。お互いに色々とあったけれど、無事にこうして同じ場所に立てて、あなたは私の大切な家族だから。家族か。腹違いの姉妹だけどね。そんなこと関係ないわ。あなたは私のたった一人の妹。誰よりも大切な妹よ。なんか改めてそう言われるとすっごく恥ずかしい。でも私も同じ気持ちよ。ありがとうお姉様。その笑顔、あなたのお母様にそっくり。日に日に似てきているわね。本当に私お母様に似てきてる？それすごく嬉しいな。こうやって私がお姉様の妹でいられるのはお母様のおかげだから。別に勘違いしないでね。私は恨み事を言うつもりなんて。ええ、もちろん分かっているわ。でもごめんなさい。私の母のせいでオルテンシアたちは用事を思い出しちゃった。ごめんねお姉様。オルテンシア。 Klingt zwar traurig, aber auch interessant. Die Geschichte zwischen beiden würde mich jetzt auch noch mehr interessieren. Aber wie bereits erwähnt, später, weil ich habe echt keinen Bock mehr. So, gewöhnlicher Tagesablauf. Wir farmen hier ganz schnell ein bisschen. Ich glaube, irgendwie großartig andere Dinge machen. Ja gut, das Hühnerreiten kann man sparen, das stimmt. Angeln, das könnte noch was sein. Ja, das können wir uns gönnen. War's noch was? So, dann mal gucken. Irgendwo Aussichtspunkt. Da ist Rosado, den wir gar nicht einsetzen, nicht wahr? Man kann ja nicht alle nutzen, ne? Komm, ich hole doch jetzt den Grotte erstmal. Unserem Lieblings-Sommi. Sommi. Dinge, die ich eigentlich offscreen machen wollte, alles, Ja, so gut kann es funktionieren. Dankeschön. Dann noch ein bisschen streicheln. Gibt noch ein paar Fragmente. Die Fragmente würde ich, glaube ich, später einsetzen für... Ich glaube, Ringe schmieden noch nicht. Das sparen wir uns. Also ich würde es ein bisschen sammeln dann. Wenn wir später noch ein paar Ringe schmieden können. Ich würde es eher gerne nutzen, um vor allem bei Alfred zu gucken, dass wir bei ihm die Langkugel von Tiki erben können. Weil der kriegt momentan überhaupt keine gute Status-Boost. Das geht ein bisschen auf den Sack, muss ich leider zugeben. So, ein bisschen Angeln darf sein. Ich kann jetzt 6 Mal angeln kann, tatsächlich.
そこに投げてみるか? Sind ja auch krass, wenn ich gerade so überlege oder zurückdenke, zum Beispiel am Fire Emblem Three Houses. Da habe ich auch regelmäßig geangelt, aber in anderen Spielen wie der Tales of Reihe zum Beispiel, da hasse ich es zu angeln. Kein Plan warum. Ich meine, Angeln ist Angeln schlussendlich. Der soliden Angel geangelt. Ja, schon der. Gehen wir was Neues. Einer fehlt hier noch. Aber ich glaube ja auch tatsächlich, dass es nicht unbedingt jetzt beim Angeln, dass es hier nicht unbedingt darum geht, dass ich wirklich alle Fische fange. Ich meine, klar, wenn es funktioniert, cool. Aber ich lege jetzt nicht so einen Wert darauf. Und andere Dinge schon wichtiger. Ja, stimmt, vielleicht machst du auch deswegen, weil wir halt Goodies dafür bekommen, wa? Ja, früher aus war es ja auch so und hier kriegen wir halt diese Bandfragmente. Die finde ich halt doch wichtig. Oh, immer dasselbe. Ja gut, ist ein neuer Rekord, okay, cool. Auch Somi sehr gespannt. Blub, blub. Puh. Ernsthaft ist alles für einen kleinen Schatten? Wer hat sowas? Bossa! Vielleicht ein neuer Fisch? Nö. Ein Scheißfisch. Oder gar kein Fisch. Es stinkt nach Fisch. Willst du sagen, dass mein Fisch stinkt? Oh, der schon wieder. 50 Fragmente, yay, geil, weiter angeln. Ja komm, leck mich. Jetzt aber doch keine Lust mehr. Und später weiter. So, einen zentralen Platz können wir uns eigentlich auch sparen, obwohl Alfred noch irgendwie was hat. Was auch immer es sein soll. Wo ist er überhaupt? Ah, hier. Eigentlich hat er recht, eigentlich sollte er wirklich weitermachen, aber ich sage einfach mal, scheiß drauf, das Krafttraining müssen wir auch machen, wa? Das soll ja angeblich auch ein paar Punkte geben. Also, Punkte. Bandfragment natürlich, Entschuldigung. Fähigkeiten erben, ja, auch noch. Wer soll trainiert werden? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Boucheron! Oh, armer Fram. Plan, Entschuldigung. Fragt man sich halt, warum bei ihm jetzt gerade aktuell die anderen Werte nicht mehr so hoch gehen wie auch schon. Ja, muss mal gucken.
強そうですな。怖いですな。ディミトリだ。共に強くなろう。 Okay. Stark Dimitri einfach ist. 乾杯ですな。Noch mehr Speed, ja, ein bisschen mehr Power wäre auch nicht schlecht. Jetzt Yunaka, dann können wir noch nehmen. Timira, Fugado. Fugado, Dodo. 自警団長フォガート行くよ。ソルムのダンサーセアダス。Und dann uns die Donnerfaust. Gleichfalls. いい時間をくれてありがとう。Die großen Level-Ups irgendwie, die Status-Ups irgendwie ist ein bisschen seltsam gerade. Muss mal gucken, warte mal, Alfred, mit ihm will ich ja, was will ich mit ihm? Hier für Lanzen, damit die auch schon mal Rang C ist und so, warum nicht, wahr? Vielleicht eher Lanze gegen Lanze, oder eher gegen Pfeil, gegen Axt, eher weniger. Ich meine, das hier, komm. アルフレッド、マイル。俺の名はディミトリ。手合わせ願おう。 Wie schnell er einfach ist und wie langsam einfach Alfred ist. クロード、見てくれ僕のこの筋肉を。まだまだ成長途中だが、なかなかのものじゃないか。おお、すごいな。この Viele hätten das gedacht. Naja, tun wir mal stärker Lanze, falls er den Freehouse-Ring ihm geben würde. Ist auch nicht zu verachten. Was wollte ich eigentlich bei Alfred ja gucken? Bei Sauron bringt das gar nichts, irgendwie was zu machen. Bei anderen, was er halt bräuchte, wäre irgendwie so eine Kombi-Fähigkeit. Jetzt auch hier nicht hin, stärkere Verteidigung. Gute Kombi-Fähigkeit für ihn. Meine Resistenz plus 5. Ja, ja. Höhere Stärke bei Handicap-Level. Der Speed Dieb. Weiß nicht, ob er den überhaupt schon hat. Ne, warte mal, ich glaube, bei Tiki wollte er mal gucken. Okay, Fähigkeit Erbe wird sowieso erst bei Level 5 gehen, das heißt, machen wir hier mal schnell auf 5. 鍛錬開始か。チキだよ。よろしくね。 Oh Gott, Alfred, du schlägst dir gar nichts mehr. 僕の国は敬虔な神竜信仰なんだ。別の世界の神竜族に会えるなんて光栄だよ。チキもあなたに会えて嬉しい。 Das hoffe ich auch. Fähigkeiten erben. Ja, du darfst nun erben. Was zu erben gibt? Sternkugel, Landkugel.
Speedy Guild hat +2. Das ist schon viel. Vor allem initiiert die Einheit den Kampf und besiegt einen Gegner. Jedes Mal Geschwindigkeit +2. Das ist natürlich toll, aber ich muss initialisieren und den Gegner auch noch schlagen, damit der Geschwindigkeitstipp überhaupt gilt. Und dafür fehlt es halt auch noch ein Power, das kommt noch hinzu. Also quasi eine Geschwindigkeit +3 kann ich ihm geben. Vehemenz, Entschuldigung. Wird bei ihm nie was funktionieren, kann man vergessen. Lunaband hingegen, das fände ich, ist sicher das bei ihm, was er sehr gut brauchen kann. Initiiert ja den Kampf mit einem physischen Angriff, fügt zusätzlichen Schaden gleich 20% des Verteidigungswerts des Gegners zu. Das kann unter Umständen vielleicht bei ihm wirklich sehr viel ausmachen. Ansonsten eben, wie schon erwähnt, so Kombi-Dinger wären nicht schlecht bei ihm. KP +2, aber halt in anderer Form. Linie, gewinnt Einheit der Erfahrung mal 1,2. Machen kann ich es mal. Was ich in dem Zug dann noch machen möchte, wir haben ein paar Dinge davon. Alfred muss recht ein bisschen boosten, das heißt... Moment. Das war auch sagen, dass die Waffentool ein bisschen scheiße gewählt ist. Alles verwalten. Er braucht noch ein paar Dinger für... Machen wir es hier unten. Dann kriegst du noch das hier. Komm mal raus, Lachs. So, jetzt müssen wir ein bisschen mehr erben können, lernen können vor allem. Sternkugel, du brauchst es so dringend, Alter. Bogenfokus bringt dir nichts. Wunderbar, hätte ich zwar gerne, sparen wir uns auf ein anderes Mal auf. Kappe Glück brauchst du auch nicht. Nee, ich denke eigentlich, dass du mit dem, was du jetzt aktuell hast, doch gut bedient bist. Moment. Treffer plus 15 ist zwar theoretisch nicht so schlecht, aber momentan braucht er den hier. Doppelschlag. Lotus. Ja. Stärke plus 2 ist alles verbessern. Ja, also der. Das Gelumpe. Moment. Was ist mit Lucina erst auf 2? Da ist auch noch ein bisschen wenig. Naja. Der Rest kommt auch noch, dauert halt ein bisschen. Was in der Arena war, Ringkammer. Ich habe gesagt, ich spare jetzt noch ein bisschen. Machen wir die Ringkammer und die anderen Ringe machen wir später. Noch ein paar Ringe schmieden und so. Da wir aktuell auch nicht mehr viel kaufen können. Ich glaube, wir haben sowieso nicht mehr viel Cola. Und ich jetzt eigentlich Sidequests machen will, um eben Kohle zu generieren. Würde, glaube ich, sagen, das Einzige, was ich ganz kurz gucken kann, ist hier wegen Stäben. Oh, da bin ich doof. War doch eh hier ein Heiler. Hortense gab es sogar. Ja, genau. Hat sie nicht irgendwie... Warte mal, ich gebe ihr mal eine Pflege. Ich dachte, sie hätte doch so eine krasse Fähigkeit. Also nicht, dass du irgendwie... Genau, großes Ego. Verwendet die eine den Heilstab, behält sie Reichweite plus 1. Das heißt, sie kann Pflege auf 2 Felder hinweg verwenden. Resistenz plus 5, darf man auch nicht unterschätzen. Tanz der Göttin.
Und es dann so gut, die Kombination noch mit Unterricht, wa? Okay, okay. Natürlich auch gut zu wissen. Ansonsten Elfenlicht, Elfenflut. Okay, passt noch. Ja, komm. Das erste reicht. Den Rest, was es sonst noch machen könnten, im Koch bin ich jetzt irgendwie nicht mehr so Fan von. Wir können auch weiter unsere Bündnisse ankurbeln, indem wir einfach sagen, hey, mach doch mal diese Aktivität zusammen und so. Dann wieder zum Brunnen gehen, aber ganz ehrlich, das können wir uns einfach später aufsparen. Ich will aufbrechen mit dem Portal. Vielleicht in diesem Kapitel, Kapitel sage ich schon, in diesem Part, dass wir ganz kurz starten, sind nachher wieder bei 40 Minuten, schon wieder. Gefährgöttliche Kapitel, oh nee. Wir haben, ganz kurz gucken. Heilige Gruft, da waren wir schon. Kreuzweg des Schicksals, finstere Ruinen, das sind ja die. Das ist die Map von Corin, das hier ist die von Erika, ja steht da sogar. Empfohlen Klasse, Erfahren Level 7, Spenden Level 2, Alter. Ja, weißt du nachher, wenn es wieder darum geht, wo haben wir es jetzt? Hier. Empfohlen Erfahrung Level 3. Oh, Hauptstory, hey. Hauptstory, Hauptstory. Immer so ein Ding, wa? So. Los geht's, Corin. Bitte sei sanft zu uns. Nicht so wie Soren, der Arsch. Die Weltveränderin. 偶然でしょうか。ここには見覚えがあるような。どうしたんですか、カムイ。ここはあの場所にとても似ているのです。そこで私は3つの運命から1つを選び取らなければなりませんでした。 Wie diplomatisch erklärt. Ja, es ist natürlich eine Anspielung auf Fate, sprich die 3 Routen, die es dort gibt. Moment, wie heißt es auf Deutsch schon wieder? Bei Englisch waren es ja Conquest, Birthright und Revelations. Also, natürlich Herrschaft, Geburtsrecht, irgendwie sowas und Offenbarung. 3つの運命。私の世界には対立する2つの王国がありました。 その名は白夜王国と暗夜王国。私は白夜の生まれなのですが、ある事情により暗夜で幼少期を過ごしました。カムイには2つの故郷があったのですね。そして互いに対立していたと。ここは白夜と暗夜が対峙した場所と似ているのです。どちらの国に着くのか、私は選択を迫られました。 生まれた地である白夜にも育った地である暗夜にも大切な兄弟や家族仲間がいました。決して簡単に比べられるものではありません。それでも私は決断しないといけなかったんです。どちらの手を取るのか、それともどちらの手も取らず一人戦うのか。それがカムイの3つの運命ですか。 Nicht schon. Kannst du mal mein Let's Play angucken. Oh, Entschuldigung. 私にもそんな時が来るのでしょうか。あなたはすでに大きな選択をしているはずです。私たちと旅をし、この世界を救うという道を、剣を交えましょう。あなたの意志の強さを確かめたいのです。そして改めてその手を取らせてください。きっとその時は 私たちもっと強い絆を結べます。わかりました。受けましょう。私の選んだ道、そしてカムイの選んだ道、2つが交わる先にあるもの。私もそれを見てみたいですから。Tja, Fire Emblem Fates. Wobei ich das damals ja sehr, sehr geil fand, erstmal mit den beiden normalen Routen, eben Herrschaft und Vermächtnis hieß es, das fällt mir wieder ein. Danach, wenn du halt eine von beiden geschafft hast, hattest du die Option, noch die dritte zu starten. Offenbarung, das, was ich gerade erwähnt habe, wegen, ja, oder allein zu kämpfen. Was wir dann wo wir eben die Route gewählt haben mit Vermächtnis, auch dann getan haben. Und ich glaube, bis zum Schluss nicht bereut haben. Alter, was ist denn hier los?
Wenige Gegner, ich bin auch nur zu 8, super. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge zurück bei Fire Emblem Fates. Engage. Ciao.